Я думаю, что Мигель считает стажировку интересной. Ich glaube, dass Miguel ein Praktikum interessant findet. Ich glaube, dass Miguel ein Praktikum interessant findet. Ich glaube, dass Miguel ein Praktikum interessant findet. Я знаю, что Анна прочитала статью. Ich weiß, dass Anna einen Artikel gelesen hat. Ich weiß, dass Anna einen Artikel gelesen hat. Ich weiß, dass Anna einen Artikel gelesen hat. Я считаю, что хорошо, что есть много путей в профессию. Ich finde gut, dass es viele Wege in den Beruf gibt. Ich finde gut, dass es viele Wege in den Beruf gibt. Ich finde gut, dass es viele Wege in den Beruf gibt. Я считаю, что диплом средней школы очень важен. Ich bin der Meinung, dass ein Schulabschluss sehr wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass ein Schulabschluss sehr wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass ein Schulabschluss sehr wichtig ist. Я предлагаю, чтобы ты занялся волонтерской работой. Ich schlage vor, dass du einen Freiwilligendienst machst. Ich schlage vor, dass du einen Freiwilligendienst machst. Ich schlage vor, dass du einen Freiwilligendienst machst. Важно получать информацию. Es ist wichtig, dass man Informationen bekommt. Es ist wichtig, dass man Informationen bekommt. Es ist wichtig, dass man Informationen bekommt. Это правильно, что есть много идей на будущее. Es ist richtig, dass man viele Ideen für die Zukunft hat. Es ist richtig, dass man viele Ideen für die Zukunft hat. Это здорово, что можно попробовать себя в профессии. Es ist super, dass man einen Beruf ausprobieren kann. Es ist super,
dass man einen Beruf ausprobieren kann. Es ist super, dass man einen Beruf ausprobieren kann. Жаль, что невозможно учиться без аттестата средней школы. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Это у нас были сложные предложения с придаточными. И мы переходим к глаголам с возвратным местоимением и с управлением, то есть глаголы, которые будут употребляться со своим собственным предлогом. Она радуется стажировке в Италии. То есть радуется предстоящей стажировке, потому что у этого глагола два предлога. Для будущего времени и для настоящего. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Вы хотели бы узнать о различных профессиях? Здесь у нас вежливая форма. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Мы регистрируемся на информационное собеседование. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Узнайте об обучении в Германии. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Нравится ли тебе заботиться о других людях? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Kümmerst du dich gern um andere Menschen?
Вы интересуетесь профессией в сфере транспортных средств и технологий. И здесь мы обращаемся к людям во множественном числе, с которыми мы на «ты». Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Можно записаться на бесплатную консультацию. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Я немного в стрессе, потому что я ищу работу уже несколько недель. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Я говорю на 3 языках и имею опыт работы в офисе и в продажах. Ich spreche 3 Sprachen und habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. Ich spreche 3 Sprachen und ich habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. Ich spreche 3 Sprachen und ich habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. О да, я согласен с тобой. Это хороший совет. Ты мне очень помог. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Ему очень нравится стажировка. Das Praktikum gefällt ihm gut. Das Praktikum gefällt ihm gut. Das Praktikum gefällt ihm gut. Госпожа Бауэр уже ответила тебе?
Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Я благодарю тебя за твою поддержку. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir für deine Unterstützung. Мне не нравится сегодняшняя еда. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Книги принадлежат тебе? Gehören dir die Bücher? Gehören dir die Bücher? Gehören dir die Bücher? Я нашел дорогу без проблем. Я ехал на автобусе, и поездка заняла всего 10 минут. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Фильм идет в 21:30. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Все места заняты. Alle Plätze sind besetzt. Alle Plätze sind besetzt. Alle Plätze sind besetzt. Автобус не такой быстрый, как метро. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Замок на велосипеде сломан. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt.
Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Езда на велосипеде супер. Этим можно снизить автомобильное движение. Эта фраза вам поможет на описании картинки, когда вы видите человека на велосипеде, почему люди ездят на велосипеде. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Gute Idee. Ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin dafür. Вы должны непременно попробовать настоящий кебаб. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Идите через площадь, а потом направо. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Мы расскажем вам кое-что из истории Берлина. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Здесь, в центре Берлина, чувствуешь себя как в деревне. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Обслуживание здесь в ресторане не очень хорошее. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Вы платите карточкой или наличными? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Zahlen Sie bar oder mit Karte?
Zahlen Sie bar oder mit Karte? Он идет на шаг дальше. Geht einen Schritt weiter. Geht einen Schritt weiter. Geht einen Schritt weiter. Когда я познакомился с моей женой, моя жизнь была прекрасна. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Это было для меня очень горько, что я был в разлуке с семьей. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Никто не должен распоряжаться моим счастьем. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Давайте устроим экскурсию. Lass uns einen Ausflug machen. Lass uns einen Ausflug machen. Lass uns einen Ausflug machen. Мы делаем экскурсию к замку Freudenberg, то есть совершаем экскурсию. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Он получит программу экскурсии по электронной почте. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Что бросается вам в глаза? Was fällt Ihnen auf? Was fällt Ihnen auf? Was fällt Ihnen auf? Замок сегодня закрыт. Верно, тогда мы идем на боулинг. Das Schloss ist heute geschlossen. Stimmt, dann gehen wir zum Bowling. Das Schloss ist heute geschlossen.
Stimmt. Dann gehen wir zum Bowling. Das Schloss ist heute geschlossen. Stimmt. Dann gehen wir zum Bowling. Петра всегда приезжает на работу на своем автомобиле. Petra kommt immer mit ihrem Wagen zur Arbeit. Petra kommt immer mit ihrem Wagen zur Arbeit. Petra kommt immer mit ihrem Wagen zur Arbeit. Мы пошли. Wir gehen los. Wir gehen los. Во втором ряду слева сидит Денис. In der zweiten Reihe links sitzt Dennis. In der zweiten Reihe links sitzt Dennis. In der zweiten Reihe links sitzt Денис. По предмету искусства у меня 5. Im Fach Kunst habe ich eine 1. Im Fach Kunst habe ich eine 1. Im Fach Kunst habe ich eine 1. Я хотел бы знать все, что касается школы. Ich möchte alles rund um die Schule wissen. Ich möchte alles rund um die Schule wissen. Ich möchte alles rund um die Schule wissen. Есть только баллы, оценок нет. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Дверь немного приоткрыта. Die Tür ist etwas offen. Die Tür ist etwas offen. Die Tür ist etwas offen. У Элени еще закрыта дверь. Bei Eleni ist die Tür noch zu. Bei Eleni ist die Tür noch zu. Bei Eleni ist die Tür noch zu. Она очень хорошо ладит с коллегами. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Обратите внимание, что существительное стоит во множественном числе, и здесь коллеги женщины все. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Я читаю в газете актуальные новости. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung.
Программа по телевидению страшно скучная. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Когда вас спросят на экзамене, вы любите смотреть телевизор, тогда вы скажете нет, потому что программа по телевидению страшно скучная. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Тренироваться, пока результат не достигнут. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Контакт с клиентами, за это отвечает госпожа Buchholz. Kontakt zu Kunden, dafür ist Frau Buchholz zuständig. Kontakt zu Kunden, dafür ist Frau Buchholz zuständig. Kontakt zu Kunden, dafür ist Frau Buchholz zuständig. Теперешний шеф перенял фирму от своего отца. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Работа маляра тяжела. Die Arbeit als Maler ist hart. Die Arbeit als Maler ist hart. Die Arbeit als Maler ist hart. Эта змея не опасна. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Вы заметили, что существительное шланга имеет два значения – очередь и змея. Diese Schlange ist nicht gefährlich. У нас всегда играет музыка. Bei uns läuft immer Musik. Bei uns läuft immer Musik. Bei uns läuft immer Musik. Все лучшим образом. Alles bestens. Alles bestens. Как продолжается история? Wie geht die Geschichte weiter? Wie geht die Geschichte weiter? То есть глагол weitergehen – продолжаться. Wie geht die Geschichte weiter? Позволь себя побаловать. Lass dich verwöhnen. Lass dich verwöhnen. Lass dich verwöhnen. Дом находится прямо у озера. Das Haus liegt direkt am See. Das Haus liegt direkt am See.
Das Haus liegt direkt am See. Я хотел бы задать вопрос. Ich möchte eine Frage stellen. Ich möchte eine Frage stellen. Ich möchte eine Frage stellen. Госпожа Кулагина должна подать заявление. Frau Kulagina muss einen Antrag stellen. Frau Kulagina muss einen Antrag stellen. Frau Kulagina muss einen Antrag stellen. Нам нужны скамьи и столы, чтобы мы смогли поесть снаружи, то есть на улице. Wir brauchen Bänke und Tische, damit wir draußen essen können. Wir brauchen Bänke und Tische, damit wir draußen essen können. Wir brauchen Bänke und Tische, damit wir draußen essen können. Он не заметил, что его жены тут не было. Hat nicht gemerkt, dass seine Frau nicht da war. Hat nicht gemerkt, dass seine Frau nicht da war. Hat nicht gemerkt, dass seine Frau nicht da war. Мы желаем тебе всего самого лучшего. Wir wünschen dir das Allerbeste. Wir wünschen dir das Allerbeste. Wir wünschen dir das Allerbeste. Как ты пришел к этой идее? Wie kommst du auf die Idee? Wie kommst du auf die Idee? Wie kommst du auf die Idee? Из-за твоего друга. Wegen deines Freundes. Wegen deines Freundes. Несмотря на дождь. Trotz des Regens. Trotz des Regens. Из-за твоей подруги. Wegen deiner Freundin. Wegen deiner Freundin. Во время путешествия. Während der Reise. Während der Reise. Данный предлог можно еще перевести как в течение. В течение путешествия. Во время его визита. Während seines Besuches. Während seines Besuches. Во время моего отпуска. Während meines Urlaubs. Während meines Urlaubs. Несмотря на его просьбу. Trotz seiner Bitte. Trotz seiner Bitte. Несмотря на болезнь. Trotz der Krankheit.
Trotz der Krankheit. Во время отпуска. Während des Urlaubs. Während des Urlaubs. В течение урока или во время урока. Während der Stunde. Während der Stunde. Вместо контрольной работы. Statt der Kontrollarbeit. Statt der Kontrollarbeit. Вместо денег. Statt des Geldes. Statt des Geldes. Вместо этого сотрудника. Statt dieses Mitarbeiters. Statt dieses Mitarbeiters. Во время совещания, собрания. Während der Besprechung. Während der Besprechung. Во время отдыха на море. Während der Erholung am Meer. Während der Erholung am Meer. Вместо моего начальника. Statt meines Chefs. Statt meines Chefs. Вместо этого человека. Statt dieses Menschen. Statt dieses Menschen. Обратите внимание вот на это существительное. Оно относится к типу слабого склонения, поэтому в генитив у него окончание «эн». Из-за этой ошибки. Wegen dieses Fehlers. Wegen dieses Fehlers. Из-за тебя. Deinetwegen. Deinetwegen. Из-за меня. Meinetwegen. Meinetwegen. Несмотря на холод. Trotz der Kälte. Trotz der Kälte. Во время перемены или во время перерыва. Während der Pause. Während der Pause. Несмотря на жару. Trotz der Hitze. Trotz der Hitze. В течение одного месяца. Während eines Monats. Während eines Monats. Из-за твоего отпуска. Wegen deines Urlaubs. Wegen deines Urlaubs. В связи с опозданием. Или из-за опоздания. Wegen der Verspätung. Wegen der Verspätung. В течение одной недели. Während einer Woche. Während einer Woche. Из-за моей работы. Wegen meiner Arbeit. Wegen meiner Arbeit. В течение одного дня. Während eines Tages. Während eines Tages. Из-за твоей ошибки мне придется делать все еще раз. Wegen deines Fehlers muss ich
alles noch einmal machen. Wegen deines Fehlers muss ich alles noch einmal machen. Wegen deines Fehlers muss ich alles noch einmal machen. Несмотря на простуду, он идет на работу. Trotz der Erkältung geht er zur Arbeit. Trotz der Erkältung geht er zur Arbeit. Trotz der Erkältung geht er zur Arbeit. Вместо молока ребенок лучше выпьет сока. Statt der Milch trinkt das Kind lieber Saft. Statt der Milch trinkt das Kind lieber Saft. Несмотря на твой отказ, я хочу поговорить с тобой еще раз. Trotz deiner Absage will ich mit dir noch einmal sprechen. Trotz deiner Absage will ich mit dir noch einmal sprechen. Надень вместо платья юбку. Zieh statt des Kleides den Rock an. Zieh statt des Kleides den Rock an. Zieh statt des Kleides den Rock an. Из-за тумана мы останемся дома. Wegen des Nebels bleiben wir zu Hause. Wegen des Nebels bleiben wir zu Hause. Wegen des Nebels bleiben wir zu Hause. Мы поедем на речку, несмотря на плохую погоду. Wir fahren an den Fluss trotz des schlechten Wetters. Wir fahren an den Fluss trotz des schlechten Wetters. Wir fahren an den Fluss trotz des schlechten Wetters. Ты чувствуешь себя нехорошо из-за своей болезни. Du fühlst dich nicht wohl wegen deiner Krankheit. Du fühlst dich nicht wohl wegen deiner Krankheit. Du fühlst dich nicht wohl wegen deiner Krankheit. Из-за твоего опоздания мы упустили поезд. Wegen deiner Verspätung haben wir den Zug verpasst. Wegen deiner Verspätung haben wir den Zug verpasst. Wegen deiner Verspätung haben wir den Zug verpasst. Несмотря на мороз, мы идем гулять. Trotz des Frostes gehen wir spazieren. Trotz des Frostes gehen wir spazieren. Он берет 2 дорожные сумки вместо одной. Er nimmt 2 Reisetaschen statt eine. Er nimmt 2 Reisetaschen
statt eine. Nimmt 2 Reisetaschen statt eine. Несмотря на некоторые проблемы, я нашла работу. Trotz einiger Probleme habe ich die Arbeit gefunden. Trotz einiger Probleme habe ich die Arbeit gefunden. Trotz einiger Probleme habe ich die Arbeit gefunden. Вместо газеты он читает журнал. Statt der Zeitung liest er eine Zeitschrift. Statt der Zeitung liest er eine Zeitschrift. Statt der Zeitung liest er eine Zeitschrift. Из-за грозы мы не идем на пляж. Wegen des Gewitters gehen wir an den Strand nicht. Wegen des Gewitters gehen wir an den Strand nicht. Wegen des Gewitters gehen wir an den Strand nicht. Несмотря на свой возраст, мой дедушка много занимается спортом. Trotz seines Alters treibt mein Großvater viel Sport. Trotz seines Alters treibt mein Großvater viel Sport. Trotz seines Alters treibt mein Großvater viel Sport. Я хочу поговорить с моим шефом по поводу моего отпуска летом. Ich möchte mit meinem Chef wegen des Sommerurlaubs sprechen. Ich möchte mit meinem Chef wegen des Sommerurlaubs sprechen. Ich möchte mit meinem Chef wegen des Sommerurlaubs sprechen. Вместо свитера она купила платье. Statt eines Pullovers hat sie ein Kleid gekauft. Statt eines Pullovers hat sie ein Kleid gekauft. Statt eines Pullovers hat sie ein Kleid gekauft. Вместо большой комнаты они сняли маленькую квартиру. Statt eines großen Zimmers haben sie eine kleine Wohnung gemietet. Statt eines großen Zimmers haben sie eine kleine Wohnung gemietet. Statt eines großen Zimmers haben sie eine kleine Wohnung gemietet. Вместо автобуса мы поехали на машине. Statt des Busses sind wir mit dem Auto gefahren. Statt des Busses sind wir mit dem Auto gefahren. Вместо рубашки я надела блузку. Statt des Hemdes habe ich eine Bluse angezogen. Statt des Hemdes habe ich eine Bluse angezogen. Несмотря на снег, погода хорошая. Trotz des Schnees ist das Wetter schön. Trotz des Schnees ist das Wetter schön. Trotz des Schnees ist das Wetter schön. Несмотря на ветер, мы идем гулять. Trotz des Windes gehen wir spazieren.
Trotz des Windes gehen wir spazieren. Trotz des Windes gehen wir spazieren. Несмотря на болезнь, она помогает детям. Trotz der Krankheit hilft sie den Kindern. Trotz der Krankheit hilft sie den Kindern. Trotz der Krankheit hilft sie den Kindern. Несмотря на грозу, он едет на машине. Trotz des Gewitters fährt mit dem Auto. Trotz des Gewitters fährt mit dem Auto. Trotz des Gewitters fährt mit dem Auto. Несмотря на холод, они катаются на лыжах. Trotz der Kälte laufen sie Ski. Trotz der Kälte laufen sie Ski. Trotz der Kälte laufen sie Ski. Несмотря на туман, по городу проезжает много автомобилей. Trotz des Nebels fahren viele Autos durch die Stadt. Trotz des Nebels fahren viele Autos durch die Stadt. Trotz des Nebels fahren viele Autos durch die Stadt. Несмотря на мороз, дети играют во дворе. Trotz des Frostes spielen die Kinder im Hof. Trotz des Frostes spielen die Kinder im Hof. Trotz des Frostes spielen die Kinder im Hof. Несмотря на гололед, пешеходы идут на работу. Trotz des Glatteises gehen die Fußgänger zur Arbeit. Trotz des Glatteises gehen die Fußgänger zur Arbeit. Trotz des Glatteises gehen die Fußgänger zur Arbeit. Несмотря на экзамен, я работаю каждый день. Trotz der Prüfung arbeite ich jeden Tag. Trotz der Prüfung arbeite ich jeden Tag. Trotz der Prüfung arbeite ich jeden Tag.